16. Januar 1999, Liestel, Basel-Land. Ein Bub kommt im Spital auf die Welt, gerade neben einer Wand. Man glaubt es kaum, es lässt einem kalt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bub genau 0 Jahre alt. Er heisst nicht Fritz, nicht Jakob, er heisst nicht Chemiefäger, darum tun wir ihm jetzt einfach Fridolin sagen. Der Fridolin schon früh am Umspasten. Er ist ja schliesslich auf dem Land aufgewachsen. Die Bäume kennt er, den Wald kennt er, auch manchmal tut er im Schlamm rumstampfen. Und nicht selten auch mal ein bisschen Gras mampfen. Aber fein ist das Gras dann selten gewesen. Nicht fein, gleich den Videos vom Galaxy. Die Jahre die gehen vorbei, der Fridolin ist gross, nicht mehr klein. In der Schule hat er nicht gerade zu den Beliebten gehört. Auch nicht zu den Opfern, aber das hat ihn nie gestört. Anders gesagt, ich würde es so benennen, die Lehrer kennen ihn als Klassenklon kennen. Im Basel-Land aufgewachsen, das ist dann klar, da ist der FCB, der grosse Star. So kommt es dann gleich, anstatt singen, tut der Fridolin auf dem Fußballplatz rumspringen. Jahr und Jahr geht so durch. Der Fridolin fängt immer mehr an zu schnurren. Und eines Tages, da hat der Fridolin auf so einer YouTube-Plattform jemanden entdeckt, den Honk. Es war niemand Geringeres als der Gronk. Gleich hat er dann im Fußball nicht mehr so viel Kraft. Er ist lieber daheim und spielt Minenkraft. Der Fußball ist für einen Fridolin nicht mehr so wichtig. Er geht jetzt in eine andere Richtung. Anstatt umsäckeln, will ich jetzt einen Gumpen, so Saltos machen, so einen Dummen. Und während die ganze Zeit umgeht, gibt es ein Thema, das der Fridolin einfach nicht loslässt. Es sind die Mikrofone und die Kameras zum Filmchen machen. Das kann man dann sogar auf YouTube aufladen, so Sachen. Ein paar Kanäle sind gescheitert, es hat nicht geklappt. Wegen dem ist der Fridolin nicht zusammengeklappt. Weil einmal hat es ihn fest verwünscht. Er macht sein erstes Video. Auf Schweizerdeutsch. Ein Jahr geht um, 2 Jahre gehen um und dann endlich ist es ihm gelungen. Ein dummer Bub aus Basel-Land ist auf YouTube Schweiz schon fast bekannt. Über 12'000 Leute haben den roten Knopf schon gedrückt und sind ab seinen Videos mehr oder weniger entzückt. Doch manche Zuschauer die wollen noch mehr, sie schreiben auf Insta, kann man die auch mal im Real Life sehen? Ähnlich geht es auch an einem Gian Maria Finger, er bekommt die Fragen auch, nicht mal geringer. So hocken die beiden an einen Tisch an, um so ein komisches Zuschauertreffen zu planen. Ein bisschen hämmern, ein bisschen schleifen, ein bisschen Traum basteln und schon steht der Termin fix, wie ein Masten. Am 14. September 2019 findet das statt, nämlich in Zürich. Das wird sicher glatt. Wir treffen uns auf der Wiese beim Seebad Engi, gerade in der Stadt. Und dabei, das ist dann geil, ist der Can, der Marc, der Maelo, der Elia, der Stucki, ich und natürlich auch die Natti-Style. Ich muss jetzt hier aber nicht übertreiben. Habe ja schliesslich auch alles in die Beschreibung geschrieben. Aber eine Nachricht muss ich euch jetzt noch überbringen. Und zwar nicht draussen, sondern hier innen. Am Fridolin sein Kopf ist manchmal so rot wie ein Pomodoro. Der Fridolin, das ist der Adi Totoro.